Nachdem nun Louisiana ein Gesetz erlassen hat, das öffentliche Schulen dazu verpflichtet, die 10 Gebote in Klassenzimmern aufzuhängen, hat nun der Schulrat von Oklahoma angekündigt, dass alle Schulen die Bibel und die 10 Gebote in den Lehrplan aufnehmen müssen. Wir lesen: Öffentliche Schulen in Oklahoma werden künftig dazu verpflichtet, ihren Schülern die Bibel als notwendiges historisches Dokument beizubringen. Eine Woche, nachdem Louisiana angeordnet hatte, die 10 Gebote in jedem Klassenzimmer auszuhängen. Staatsinspektor Ryan Walters gab den umstrittenen Erlass bekannt. We're going to make an important announcement today regarding the Bible and the Ten Commandments. My staff has been looking at Oklahoma statute. We've been looking at Oklahoma academic standards. And it's crystal clear to us that in the Oklahoma academic standards, under Title 70, multiple occasions, the Bible is a necessary historical document to teach our kids about the history of this country, to have a complete understanding of Western civilization, to have an understanding of the basis of our legal system, and is frankly, when we're talking about the Bible, one of the most foundational documents used for the Constitution and the birth of our country. We also find major points in history that refer to the Bible, that reference the Bible. We see multiple figures, whether we're talking about the Federalist Papers, constitutional conventional arguments, and Martin Luther King Jr., who use it as a tremendous impetus for the civil rights movement and tie many of those arguments back to the Bible. It is essential that our kids have an understanding of the Bible and its historical context. So we will be issuing a memo today that every school district will adhere to, which is that every teacher, every classroom in the state will have a Bible in the classroom and will be teaching from the Bible in the classroom to ensure that this historical understanding is there for every student in the state of Oklahoma in accordance with our academic standards and state law. Seht ihr hier seine Argumentation, mit der dies rechtfertigt? Die Bibel ist einfach nur ein historisches Dokument. Es geht nicht um Religion, es geht um den historischen Kontext. Und auch das Anbringen der 10 Gebote in den Schulen dient nur zum Verständnis der Grundlagen der amerikanischen Verfassung. Seht ihr, was hier gerade geschieht? Amerika, das in Offenbarung 13 mit 2 lammähnlichen Hörnern beschrieben wird, ist nun dabei, wie ein Drache zu reden. Vor unseren Augen können wir sehen, wie sich die Prophetie erfüllt, dass die anfängliche Trennung von Staat und Kirche nun immer mehr aufgehebelt wird, bis da keine Trennung mehr besteht, indem man eine bestimmte Religion durch den Staat gesetzlich anordnet. Wow! Doch nach Ansicht von Kritikern sei dieser Erlass verfassungswidrig und könne vor Gericht angefochten werden. Doch hört doch einmal an, was Ryan Walters, der Minister für öffentliche Bildung des Staates Oklahoma, denjenigen zu sagen hat, die so argumentieren. You're not going to find the separation of church and state in the Constitution. It's not there. You're not going to see the founders describe religion in this way. But what you are seeing is a court that lacks an understanding of the Constitution. And we are prepared to challenge this all the way to the U.S. Supreme Court to make sure that religious liberty is protected in the state of Oklahoma. Was für eine interessante Aussage, dass die Trennung von Kirche und Staat nicht in der Verfassung zu finden sei und dass die Gründungsväter es nicht so gemeint haben, wie wir immer gedacht haben. Er und sein Team sind bereit, diese Anordnung bis zum obersten Gerichtshof der USA zu ziehen und dafür zu kämpfen. Das ist unglaublich und wie schnell das geht. Schulrat des Staates Oklahoma kündigt an, dass alle Schulen die Bibel und die 10 Gebote in den Lehrplan aufnehmen müssen. Alle Schulen in Oklahoma sind verpflichtet, die Bibel und die 10 Gebote mit sofortiger Wirkung in ihren Lehrplan aufzunehmen.
Und hier auch wieder seine Argumentation, die Bibel sei eines der grundlegendsten Dokumente, das für die Verfassung und die Geburt unseres Landes verwendet wurde. Und somit muss nun in jedem Klassenzimmer des Staates von Oklahoma von der 5. bis zur 12. Klasse eine Bibel vorhanden sein und alle Lehrer müssen im Unterricht aus der Bibel lehren. Nun, Bibel in Schulen und daraus zu lehren, ist ja etwas, das wir befürworten können. Und ich denke, das ist ja grundsätzlich nicht das Problem. Aber die Art und Weise, wie man nun versucht, in Amerika dies durchzusetzen, ist schon besorgniserregend. Und zwar ganz einfach deshalb, weil es nicht freiwillig ist. Es ist nicht etwas, wo du selber entscheiden kannst, sondern es wird dir aufgezwungen. Egal welche Religion du hast, das wird dir nun aufgezwungen und das ist das Problem. Was wird nun mit denen sein, die nicht damit einverstanden sind? Wird es für diejenigen Strafen geben? Im Moment sprechen sie von der Bibel und den 10 Geboten. Wie lange wird es wohl noch dauern, bis es dann auf einmal heißen wird, dass man mit sofortiger Wirkung ein Sonntagsgesetz erzwingen wird? Nun, ich habe es bereits in meinem letzten Video gezeigt, was Republikanerin Sylvia Allen vorschlägt. Hören wir es uns an. It's the soul that is corrupt, and how we get back to a moral rebirth in this country, I don't know, since we are slowly eroding religion at every opportunity that we have. Probably we should be debating a bill requiring every American to attend a church of their choice on Sunday. Meine Lieben, Amerika ist dabei, dem ersten Tier aus Offenbarung 13 ein Bild zu machen, wo den Menschen durch den Staat eine bestimmte Religion aufgezwungen wird. Und wer sich dem nicht unterordnet, muss die Konsequenzen tragen. Und vergesst auch nicht Projekt 2025. Ich habe dazu bereits ein Video gemacht. Prophetie erfüllt sich vor unseren Augen. Amerika ist genau auf dem Weg dahin, wie die Prophetie es vorausgesagt hat. Ich kann euch immer wieder nur empfehlen, dieses Buch zu lesen. Und wer es noch nicht getan hat, dann ist jetzt die Zeit dazu. Jesus hat gesagt, er sagt uns im Voraus, was geschehen wird, damit, wenn es geschieht, wir auch glauben, wenn es geschieht. Gottes Segen wünsche ich euch.